Hallo, liebe Freunde der Roten Funken. Es ist Punkt 18:23 Uhr. Wann auch sonst bitte sollte die erste Live-Sendung des ältesten Kölner Traditionschors von, Achtung, 1823 beginnen. Für echte Kölsche wäre eventuell noch eine andere Uhrzeit in Frage gekommen, 47:11. Aber da geht sogar meine Digitaluhr in die Knie. Mein Name ist, Guido Kanz und ich bin Ehrenknabbüsträger und ich stehe hier in einem virtuellen Studio. Nicht in irgendeinem, sondern im Original Üleports TV-Studio, um mit den Roten Funken und mit euch und mit Ihnen einen wirklich historischen Tag zu feiern. Heute vor wenigen Stunden wurde der Grundstein für einen Erweiterungsbau an der Üleports, für die Immis unter uns, Ölrepforde, in der Kölner Südstadt gelegt. Die Funken nennen es in ihrer bekannt bescheidenen Art schlicht Entlastungsbau. Aber es ist viel mehr als das, wie ihr gleich sehen werdet. Wegen des Coronavirus, klar, konnten viele Gäste leider nicht bei der Grundsteinlegung dabei sein und auch viele Gratulanten nicht zu Wort kommen. Aber dafür bin ja ich da. Viele haben mir ihre Videogrüße geschickt, von Ludwig Sebus über Cat Ballou bis hin zu vielen Amts- und Würdenträgern unserer schönen Stadt Köln. Was da heute los war, im und neben dem Wohnzimmer der Roten Funken, der sagenumwobenen Üleports aus dem 13. Jahrhundert, das sehen wir jetzt. Funke Opipas. Auch ich möchte es mir natürlich nicht nehmen lassen, euch alle ganz herzlich zu begrüßen. Denn normalerweise hätte man hier eine große Party gemacht, hier an der Üleports. Wie die Funken das gewohnt sind. Aber ihr wisst alle, es geht nicht. Covid-19 macht einen Strich durch die Rechnung und deswegen möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Denn das, was hier heute passiert, mit euren Vertretern aus den Knubbeln, aus dem Senat, von den Förderern, das ist schon etwas Historisches. Und das soll über die Flimmerkiste in das Wohnzimmer kommen. Und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich alle Freunde, die Spaß an den Roten Funken haben und die mit uns fiebern, zu schauen, was machen die denn eigentlich heute. Denn sozusagen direkt hinter mir ist ein riesengroßes Loch, der sogenannte Entlastungsbau der Roten Funken. Entlastung für das altehrwürdige Denkmal der Üleports aus dem 12. Jahrhundert. Seit 1955 im Besitz der Roten Funken haben wir jetzt entlastet. Also für Standeros, Kammereuros, damit wir die alten Geschichten wieder heben können und die Zimmer wieder herrichten können, wie sie sind, und neue moderne Einrichtungen schaffen können, Toilettenanlagen, ein gläserner Aufzug wird dort entstehen, damit man da auch hinkommt, wenn man nicht mehr so gut laufen kann. Das alles passiert jetzt, Stein für Stein. Und der erste Stein, den es heute geben wird, das ist der Grundstein. Schön, dass ihr da seid. Es sind alle gekommen, die Oberbürgermeister sind gekommen, die uns begleitet haben, um dieses ganze Werk hier groß und möglich zu machen. Und das war schon ein besonderer und ich glaube auch emotionaler Moment, denn irgendwie baut sich die Welt auch wieder neu auf. Nicht nur schauen wir hin, wie wir aus Corona rauskommen, auch die Funken schauen jetzt hier in einer Baugrube, wie es weitergeht und wie so langsam die neue Funkenwelt der Zukunft entstehen wird. So waren eben viele heute hier, haben eben mitgeholfen, jetzt ein paar Archivariate, also was auch immer das bedeutet, also das sind so kleine Gegenstände, abzugeben und in eine Plombe zu geben, die wir dann in die Zukunft der folgenden Generationen schicken werden. Wir wissen nicht genau, ob das jemals einer irgendwann ausgraben wird, aber wenn er es tut, dann findet er eben die Gegenwart, die heute hier stattgefunden hat. Wir freuen uns auch, dass wir mit jedem Tag, wo jetzt hier gebaut wird, ein Stück die neue Welt und die Zukunft der Roten Funken sehen können. Ja, und natürlich ist es uns natürlich eine Ehrensache gewesen, dass der Pastor Johannes Quill diese Plombe eingesegnet hat, wie sich das gehört. So, für die Stadt ist das ganz prima, dass das Projekt Üleports weitergeht. Es hat viele Jahre gedauert und es ist einfach ein Stück unserer Stadtgeschichte, unserer Tradition. Und ich bin selber sehr stolz, eine Rote Funkin zu sein.
Auch für mich persönlich bedeutet das zu wahren, was die Geschichte uns mitgegeben hat und dass die Roten Funken sich darum so kümmern, mit so viel Engagement und Leidenschaft dabei sind. Das ist ganz wunderbar und wird sicherlich zu einem großen Erfolg werden. Liebe Zuschauer, mein erster Gesprächsgast hier im Rote Funken Studio ist niemand Geringeres als Uli Schlüter. Er ist der Burgvogt der Roten Funken und dein Spitzname ist Döppjes Lecker. Kannst du kurz sagen, wo der herkommt? Ja, meine Eltern hatten auf der Severinstraße eine Metzgerei. Und als ich zu den Funken gekommen bin, hatte ich noch keinen eigenen Beruf. Und da hat der Präsident dann überlegt, ich bin wahrscheinlich der kleine Junge, der zu Hause die Töpfe ausschleckt. Und deshalb bin ich der Döppjes Lecker. Du hast jetzt einen wunderbaren Beruf, du bist Architekt und auch verantwortlich für dieses Projekt bei den Roten Funken. Heute ist die Grundsteinlegung. Was habt ihr genau vor? Wir haben vor, direkt an der Üleporz einen Entlastungsbau zu errichten. Und dieser Entlastungsbau nimmt die dienenden Funktionen auf, die heute alle notwendig sind. Wir haben Brandschutz, wir haben Barrierefreiheit, all das. Und das muss unter dem Dach des Denkmalschutzes eben auch gut organisiert sein. Und um dieses Baudenkmal, was eigentlich unser wichtigstes Exponat ist, um das zu entlasten, heißt unser Neubau Entlastungsbau. Wir haben was gelernt. Wann habt ihr mit dem Projekt genau angefangen? Wir haben, unser neuer Präsident damals hat 2001 das erste Mal digitale Pläne erstellen lassen von diesem Baudenkmal und darauf haben wir dann aufgebaut. Dann kam leider 2008 dieser verheerende Brand am Düsseldorfer Flughafen und dann kam Tempo da rein und so mussten wir dann auch möglichst zügig planen. Und seit 2011 bin ich Burgvogt und auch für das Projekt verantwortlich und wir konnten dann mit allen 16 Fachämtern, die in Köln an diesem Projekt auch beteiligt sind, ja genau, 16, konnten wir dann einen vorab gestimmten Bauantrag 2016 einreichen und haben den dann allumfassend 2018 genehmigt bekommen. Jetzt kommen wir zu den Fakten hier, zu den harten Fakten. Rote Funken TV will natürlich wissen, geht das mit dem Bausparer, den man von der Oma geschenkt bekommen hat? Was kostet so ein Bau? Also es braucht ein enormes ehrenamtliches Engagement, auch in finanzieller Hinsicht. Und unser Bau wird 2,6 Millionen Euro kosten. Boah. Wahnsinn, wie finanziert man das als ehrenamtlicher Verein? Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere Mitglieder so weit dazu freiwillig bewegen konnten, dass sie 1,1 Millionen Euro über Spenden dabei gebracht haben. Und die restlichen 1,5 Millionen, auch da sind wir sehr stolz drauf, haben wir über öffentliche Förderer hineinbekommen. Da ist vorweg die Stadt Köln, die einen Anteil natürlich auch reingetan hat, weil sie auch Eigentümer der Üleporz ist. Ja. Dann haben wir die NRW-Stiftung. Dann haben wir die Stiftung Aktion Mensch, denn wir wollen ja auch Barrierefreiheit herstellen. Wir haben die Greven-Stiftung, die in Köln ja bekannt ist. Und dann haben wir, das war ein besonderes Highlight, am Karnevalssamstag dann auf dem Neumarkt von der Ministerin Ina Scharrenbach den letzten Förderbescheid, nämlich den des Landes NRW bekommen, nochmal über knapp 900.000 Euro. Und damit ist unser Bauwerk frei finanziert. Was wir dann noch jetzt gemacht haben, wir haben also die ersten Schritte sind getan. Wir sind ja heute, stehen wir in der Baugrube, machen die Grundsteinlegung. Und in dieser jetzt aktuellen Zeit arbeitet man ja nicht mehr mit dem Zollstock und mit dem Meterband, sondern wir haben eben jetzt die Chance genutzt, diese neue freigelegte Caponiere. Was ist das für unsere Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen sollten? Die Caponiere ist ein Bauteil, was 1775 dazu gekommen ist. Und das ist zweigeschossig. Bisher konnte man das nur eingeschossig sehen. Dem einen oder anderen kam das vielleicht vor wie eine etwas zu groß geratene Doppelgarage. Das ist es aber nicht, sondern es war ein Bollwerk, was im ehemaligen Wehrgraben stand. Und diesen ehemaligen Wehrgraben haben wir zum Teil ausgehoben. Und jetzt können wir wieder eine zweigeschossige Fassade sehen. Und die haben wir mit einem Scanner sehr genau aufgenommen. Wir haben millimetergenaue Aufnahmen und das ist eine Besonderheit, auch fast ein Quantensprung im Denkmalschutz. Denn bisher mussten Denkmäler, die ja Verformungen in ihren Oberflächen haben, eigentlich mit Hand aufgenommen werden. Und heutzutage schafft man das jetzt digital. Lieber Ulrich Schlüter, holde Dinge an. Entschuldigung, ganz herzlichen Dank für den Einblick in den Ausblick. Ich hatte es eingangs, glaube ich, schon gesagt, Corona-bedingt konnten nur wenige Gäste heute vor Ort sein. Deshalb haben mir viele Menschen ihre Glückwünsche für die Funken geschickt. Hier kommt Teil 1. Endlich ist es soweit, der Grundstein für die Erweiterung der Ulrepforte wird heute gelegt. Und das ist deshalb besonders, weil
die Ülleporz seit 65 Jahren gepflegt wird von den Roten Funken. Sie stecken da Herzblut hinein. Sie lassen ein schönes Stück Köln wieder auferstehen. Und deshalb wünsche ich alles Gute für diesen 21. Juni. Ein wahrer Feiertag. Dank für viel Engagement. Ja, liebe Funkenfreunde, auch der Stabstrompeter der Roten Funken meldet sich heute per Videobotschaft bei euch. Ich darf recht herzlich gratulieren zur Grundsteinlegung an der Ülleporz am 21. Juni 2020. Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe schmücken es aus. Das sind meine Wünsche zu Ihrer heutigen Grundsteinlegung an die Kölsche Funke Rot-Wies. Herzlichen Glückwunsch erstmal, es ist super schnell gegangen und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt Sie sehr gerne mit dem Heimatzeugnis bei der Realisierung Ihres Bauvorhabens. Liebe Rote Funken, mit etwas Neuem das Alte pflegen. Damit steht der Neubau der Roten Funken symbolisch für die Seele eures Traditionskurs. Eines Traditionskurs, das die Historie pflegt und gleichzeitig im Heute lebt. Dass ich persönlich nicht anwesend sein kann, ist nicht Corona geschuldet, sondern ganz alleine meiner Frau. Die feiert nämlich am Sonntag, dem 21. Juni, ihren 35. Hochzeitstag. Und was soll ich sagen, sie hätte mich eingeladen. Und deswegen verweilen wir zurzeit am Steinhuder Meer in ihrer Heimat und feiern da unseren Hochzeitstag. Und sind natürlich in Gedanken ganz bei euch. Zur Grundsteinlegung die besten Wünsche an Kölns ältestes Traditionschor. Meine Glückwünsche verbinde ich mit einem herzlichen Dank für die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit an einem der ältesten Kölner Baudenkmäler und wünsche allen eine gute Zeit in der Ülleporz. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen ganz ausdrücklich Pannenfreiheit, Unfallfreiheit und vor allen Dingen keine Verzögerungen. Und dann hoffe ich, können wir bald wieder gemeinsam miteinander feiern. Macht es gut, wir sehen uns bald gesund und munter wieder. Und bis dahin alles Gute, euer Stabstrompeters Helmut Blödgen. Möge dieses Haus euch Freude bringen und stets ein fröhlicher Ort für eure Aktivitäten sein. Viel Spaß damit. Die Ülleporz erinnert mich, Achtung, an meine erste große Liebe. Nicht nur von außen eine Schönheit, sondern auch von innen eine wahre Schatzkammer. Eine Schatzkammer voller Geschichte und Geschichten. Eng verbunden mit der Historie unserer Stadt und natürlich, klar, der Roten Funken. Der Historiker, bei den Rote Funke auch bekannt als Visage, Kurt Weber, gibt uns jetzt einen exklusiven Blick hinter die dicken Mauern. Mit dem Klang der Glock begrüße ich euch im Namen der Rote Funke recht herzlich hier in der Ülleporz. Es war wirklich eine glückliche Fügung. 1955, die Funke wollte nur ein paar Räume haben, die sagten, nee, wir machen einen Pachtvertrag, eine symbolische Zahlung, nee, und dann mögt ihr das ganze Ensemble erhalten. Und so sind wir Funke an die Ülleporz gekommen. Was ist nur eigentlich die Ülleporz? Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns hier. Und hier in dem Raum, das ist ein kleines bisschen, uns Organisation kann man hier sehen. Hier sind so 4 Eingangsmöglichkeiten hier an die Seiten. Wir haben 4 Knubbel. Das sind 4 Einheiten der Funke. Und jeder Knubbel hat das Recht und auch die Pflicht, Knubbeleck zu gestalten. Hier sieht man die Mauer uns von innen und hier sind natürlich so ein klein bisschen auch die Funken. Jeder Knubbel hat ein Abzeichen. Hier, der erste Knubbel hat einen Strickstrumpf. Die Jungen, die dürfen ja nichts verdienen. Die hatten kein Geld, die hatten nicht viel Geld. Der Rat hat es ihnen gestattet, Strümpfstecke, also irgendetwas machen. Und die haben sich Strümpfe genommen und haben die dann verkauft. Und deswegen hat der als Zeichen, der erste Knubbel, eine rot-weiße Strumpf mit dem entsprechenden Garn darüber. Jetzt kommen wir hier zum zweiten Knubbel. Der Öllig ist das Zeichen des zweiten Knubbels. Die Junge hatte nicht nur gestrickt,
sondern die haben noch kleine Gärtchen angelegt und haben dabei unter anderem Ölig gepflanzt und haben die an die Frau verkauft. Das ist also das Zeichen und deswegen rufen die auch bei ihrem Trinkspruch aus, Ölig stink. Und jetzt kommen wir hier zu dem dritten Knubbel von der Kölsche Funke, der als Besonderheit hat hier so einen Dilledop. Das ist ein praktischer Kinderspielzeug gewesen, das konnte man schlagen. Das war die Möglichkeit, den Müttern die Pens aufzunehmen und mit den Kindern zu spielen. Dann Erinnerung daran haben die als Zeichen, hey, der Dilledop, und die rufen sich, schmeckt der Dop. Ja, und hier ist in seiner ganzen Bescheidenheit der vierte Knubbel. Hier kann man zinnen und hier vor allen Dingen kann man zinnen der Stoppe. Das ist das Zeichen des vierten Knubbels. Das hat in dem Sinne kein historische Bewandtnis. Das ist ein dezentes Zeichen unseres doch manchmal auftretenden Durstes. Hier, glaube ich, kaum eine Funke-Veranstaltung, wo nicht mindestens eine Kölsch getrunken wird und wenn es besonders festlich ist, auch uns jetzt anderes. Ja, bei den Roten Funken lernt man eben auch was. Gleich schalten wir nochmal zum Guido Knopp der Roten Funken, aber jetzt gibt es erstmal Musik vom Allerfeinsten. Ihre Erfolgsgeschichte ist vergleichbar mit der Kölsche Funke Rot-Wies. Letztes Jahr traten sie zum 20-jährigen Bestehen in der ausverkauften Lanxess Arena auf und heute spielen die coolsten Katzen im Karneval nur für die Roten Funken. Hier sind stellvertretend für die vielen tollen Bands unserer Stadt Cat Ballou. Nur mit dem Rucksack nach Berlin, mit Interrail so viel gesehen. Hatte ich kein Geld, bin ich getrampt, nächtelang in Iglus gepennt. Han so viel Schönes gesehen, Torfremde, die Freunde sind. Doch manchmal kommt dann mit der Post aus der Domstadt ne schöne Groß. Und da wollte ich nur noch denn wenn die Sehnsucht mich rüff und ne Team wie mich packt, nur diese liebevolle Heimatstadt, dann ist es ganz egal, wo ich auch bin. Da muss ich ganz flück zu dir zurück. Du bist so unvollkommen schön, oh, und den Spruch wird oft verhöhnt. Doch das ist mir ganz egal, stellst du mich für die Wahl, ja, dann fällt dir ab zu uns. Denn wenn die Sehnsucht mich rüff und ne Team wie mich packt, nur diese liebevolle Heimatstadt, dann ist es ganz egal, wo ich auch bin. Da muss ich ganz flück zu dir zurück. Komm ich aus London oder Rom, sind ich aus der Ferne Menge Dom, dann bin ich direkt drauf, hältst du mich auf für bekloppt. Doch für dich hab ich alles so. Na, 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 na. Denn wenn die Sehnsucht mich rüff und ne Team wie mich packt, nur diese liebevolle Heimatstadt, dann ist es ganz egal, wo ich auch bin.
da muss ich ganz, ganz flück zu dir zurück. Da muss ich ganz, ganz flück zu dir zurück. Da muss ich ganz, ganz flück zu dir zurück. Da muss ich ganz, ganz flück zu dir zurück. Liebe Rote Funken, auch von uns alles Gute zur Grundsteinlegung. Eure Cat Balus. Macht Jod. Ach, einfach herrlich, dieses Gefühl. Ich hoffe, wir erleben in die kommende Session mit genauso viel Gefühl hier in Köln. Aber Krisen gab es immer wieder in unserer Heimatstadt Kolonia. Und ja, diese zu überstehen, davon zeugt eindrucksvoll auch die Üleports als Teil der historischen Stadtmauer. Rude Funke, Historiker, die Visage, Sie kennen den Mann bereits, Kurt Weber, zeigt uns noch mal ein paar ausgewählte Sammelstücke. Der Grundbau, der ist ja praktisch 1245 das erste Mal erwähnt worden. Und alles, was wir bis heute sehen, ist nach und nach an dieses Gebäude hinzugekommen. Und das Einzige, was eigentlich an die Ulrepforte erinnert und was die Ulrepforte ist das Ding dort, der kleine Bauer dort. Dann kommt der Turm 16. Jahrhundert und der Aufsatz oben 19. Jahrhundert. Und hier vorne die Caponiere, dieser Militärbau nochmals praktisch Ende oder Anfang 19. Jahrhundert. Diesen Bau sind die Räume, in denen wir uns bis heute immer abgehalten haben, wo die Funke praktisch geführt haben. Dann auf der anderen Seite dann die Büros auch des Präsidenten. Wir haben praktisch mit dem Vertrag der Stadt gegenüber die architektonisch-historische Pflege dieses Ensembles übernommen. Und dazu gehört, weil wir auch Platzmangel haben, weil wir praktisch aus allen Nähten platzen, dazu gehört also praktisch auch jetzt die Erweiterung, wo jetzt der Grundstein gelegt wird. Der schließt sich hier an diese Caponiere ab, liegt auf dem Boden des ehemaligen Grabens. Die Funken sind froh, wenn sie das haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man es irgendwann machen und wir sammeln uns hier, ne, mit dem Glas in der Hand, dann könnte alle kommen und dann wird es schön. Kommen wir zurück in die Gegenwart und Zukunft der Üleports. Viele Menschen nehmen Anteil an dem Projekt, das die Funken hier mit so großem ehrenamtlichen Engagement vorantreiben. Deshalb habe ich für euch noch ein paar prominente Glückwünsche zusammengestellt. Ich beglückwünsche die Roten Funken zur Grundsteinlegung für dieses wichtige Gebäude. Aus denkmalpflegerischer oder aus Sicht des Stadtkonservators ist es eine gelungene Zutat für das historische Gebäude. Auf der einen Seite ist es ein wichtiger Baustein für die sinnvolle Nutzung für die kommenden Jahrzehnte. Es ist gut, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg da eine Gruppe gefunden hat, dieses Bauwerk zu erhalten, nämlich die Roten Funken. Und deshalb ist diese Ulrepforte auch ein Beispiel bürgerschaftlicher Engagement. Ja, freue ich mich sehr. Das, was ich damit dazu tun konnte in meinem Ehrenamt als ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister der Innenstadt Köln, habe ich sehr gerne gemacht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, nimmt es sich zurück, spielt sich nicht in den Vordergrund, sondern geht eine schöne Synergie mit dem Vorhandenen ein. Und der Benefit, den wir noch darüber hinaus haben, dass man sich da so ein bisschen wegduckt und eingräbt, ist natürlich, dass wir die Caponiere jetzt in seiner Zweigeschossigkeit erfahren können und erleben können. Insofern finde ich, ist das eine runde Sache und daher nochmal von meiner Seite alles Gute zur Grundsteinlegung. Lieve Funke, eine tolle Tag, Grundsteinlegung. Für das, was ihr für halt ein Riesenbauvorhaben, lang drauf hingearbeitet. Jetzt ist es zurück. Gratulation. Besonders in den letzten Jahren gibt die Nordrhein-Westfalen-Stiftung für solche Dinge immer Geld, wenn es um Inklusion geht. Dass also Menschen, die in irgendeiner Form
behindert sind, gehbehindert oder auch seh- oder hörbehindert, auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Liebe Rote Funken, seit 1245 steht die stolze Ulrepforte an ihrem Platz. Seit 1956 ist sie euer Quartier. Und jetzt schafft er mit der Grundsteinlegung den großen Schritt für das Zukunftskonzept Ulrepforte und bringt die Staatse Torburg in ein neues Jahrhundert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und deshalb gratuliert die Nordrhein-Westfalen-Stiftung den Roten Funken zur Grundsteinlegung des Erschließungsbauwerks. Und dass ihr gerade in der Zeit jetzt dort sehen, hinjagt und sagt, so gerade jetzt fangen wir an. Wir können zwar nicht in den großen Rahmen das feiern, wir machen das nur im kleinen Rahmen. Aber klein ist auch gemütlich und ich bin in Gedanken bei euch. Und es sind noch Hunderte und Tausende andere Kölsche sind auch noch bei euch und freuen sich mit euch, dass ihr jetzt wieder so ein Großes hier für die Stadt Köln gemacht habt. Alles Gute dabei und Funke, aufgepasst, Leute sich gefallen, mal das gut. Ich kenne nur helle Köpfe bei den Roten Funken, denn sonst könnte man nicht so ein großes Projekt angehen. Und dafür wünsche ich für die Zukunft wenig Unfälle, gutes Bauen, dass alles gerade verläuft und toi toi toi. Und hoffentlich sehen wir uns dann Corona-frei wieder beim Richtfest. Toll, wer alles an die Roten Funken denkt. Der Mann, der neben mir steht, denkt Tag und Nacht an die Rote Funke. Günter Ebert ist hier. Der Mann ist zuständig für Kommunikation und auch Wurfmaterial. Und lass mich raten, da kommt auch dein Spitzname wahrscheinlich her. Blömchen, du hast mit Blume zu tun. So ist das, hauptberuflich natürlich. Ja. Was hast du uns denn alles mitgebracht von der Baustelle hier? Ich habe euch viele Dinge mitgebracht, die wir in die Zeitkapsel gelegt haben heute. Und zwar hier exemplarisch, du bist ja auch Ehrenknabüsträger. Ja. Du müsstest eigentlich wissen, wo das steckt. Das sind rot-weiße Blumen, die in dem Gewehrlauf unserer Knabüs steckt. Warum ist das so? Wir sind die Nachfolger der Roten Funken, aber ja nur in friedlicher Mission unterwegs. Also wir schießen maximal mit Strüße und Kamelle und weniger mit scharfer Munition. Insofern als äußeres Zeichen rot-weiße Blumen im Lauf des Gewehrs. Und die Gäste unserer Veranstaltungen wissen, wir verbreiten viel Freude und Fröhlichkeit. Ja. Dann gibt es hier zum Beispiel einen Korken. Warum einen Korken? Diesen Korken, Stoppe, sagt man in Köln auch dazu, den tragen die Mitglieder des zweiten Knubbels an ihrer Plemp, nämlich an ihrem hölzernen Zabel. Ja? Wir haben 4 Knubbel, jeder Knubbel hat so ein äußeres Erkennungsmerkmal, ein äußeres Erkennungszeichen und der zweite Knubbel hat diesen Stoppen, um damit auch die Trinkfestigkeit der Roten Funken zu dokumentieren. Also Funk kann Jod trinken, aber immer mit Niveau und mit Anstand. Und Abstand im Moment auch. Und im Moment auch Abstand. Ja. Auch interessant ist vielleicht hier der Strickstrumpf. Jetzt macht man sich vorstellen, was hat es damit auf sich. Der erste Knubbel trägt dieses als äußeres Zeichen. Die Roten Funken wurden ja damals, die Stadtsoldaten, nicht so gut entlohnt. Die Stadt war immer ein bisschen klamm, ja, wie das heute so ist. Ne? Und die Jungs mussten sich dann noch ein bisschen was nebenbei verdienen, so Lappösche, sagt man dazu, ob Kölsch Lappösche mache. Und dann haben die in ihrer Freizeit Socken gestrickt. Oh. In Rot und Wies, vielleicht auch in anderen Farben, aber wir denken mal in Rot und Wies. Und haben sich damit etwas nebenbei verdient. Und der erste Knubbel trägt als äußeres Zeichen, als Wiedererkennung, den Strichstrumpf. Was haben wir noch? Auch interessant ist zum Beispiel unser Schnüssjadingsche. Also man sagt Mund-Nasen-Bedeckung auch jetzt auf Hochdeutsch dazu, aber ich ziehe es mal kurz an. Schnüssjadingsche. Schnüssjadingsche haben wir allen Mitgliedern und Freunden unserer Gesellschaft zur Verfügung gestellt, als es in diesen Lockdown ging und die Maskenpflicht Pflicht wurde. Es ist ein Renner gewesen, wir haben zweimal nachproduzieren lassen und wir sind davon überzeugt, dass es auch wichtig ist, solch ein temporäres Zeitdokument in die Kapsel zu legen. Wer weiß, in 111 Jahren, wenn einer noch mal irgendwo die Kapsel ausgräbt, ob er damit noch was anfangen kann. Ist denn Kölsch, habt ihr auch Kölsch in die Zeitkapsel gepackt? Haben wir drüber nachgedacht, aber Kölsch, wenn das dann 111 Jahre da liegt, ist ja nachher alt. Und mit alt können wir ja gar nichts anfangen, also das haben wir dann mal sein gelassen. Das heißt, die Zeitkapsel habt ihr heute vergraben oder was habt ihr damit gemacht? Die ist im Fundament des Entlastungsbaus eingegraben worden oder verankert worden, im Prinzip in Höhe der alten historischen Stadtmauer. Also jeder, der die Stadtmauer bei uns ein bisschen entlang läuft, wenn wieder alles hergestellt ist, der weiß genau, dort, wo der Entlastungsbau anfängt, liegt auch die Zeitkapsel.
und kann dort natürlich auch wieder bei Umbaumaßnahmen oder sollte wieder erwarten, irgendwie etwas verändert werden, dann wieder in Empfang genommen werden. Günther, vielen Dank. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber auf den nächsten Beitrag freue ich mich ganz besonders. Der Mann, der jetzt kommt, ist fast halb so alt wie die Roten Funken und selber ein Teil der Kölner Stadt- und Kulturgeschichte. Als Krätzjesänger, Herzensmensch und Gute-Laune-Bringer ist er ein echtes Wahrzeichen der Stadt. Und das, obwohl er mit 94 677 Jahre jünger ist als der Kölner Dom. Freut euch auf Ludwig Sebus. Als Roter Funk, der seinerzeit das Glück hatte, schon kurz nach dem Krieg bei der Entschuttung mitzuhelfen, der ist voller Freude, wenn man sieht, wie die Funken sich entwickelt haben, auch nicht nur im Erhalt, sondern auch im Weiterbau unserer Kulturgeschichte und Tradition. Es ist heute ein wunderschöner Tag, auch für mich. Und alles in allem könnte ich jetzt nicht besser festhalten in meinem Lied, das heute wirklich auch Aussage macht. Jede Stein in Köln ist ein Stück von dir. Jede Stein in Köln ist ein Stück von dir. Jede Stein in Köln Zeug von Ruhm und Ehr. Mach einer lache und meint, dat wär Strunz. In jedem Stein von Köln lebe Stück von uns. Als kleine Quost dann nahm mich auf der Vater bei dem Hengsche und macht mit mir für sie Bläser durch unser Stadt der Jengsche. Für Menschenbüße blieb Hechton, für Kirche und Kapelle belohnten sich fast jede Stein und tät mir dann verzählen. Jede Stein in Köln ist ein Stück von dir. Jede Stein in Köln Zeug von Ruhm und Ehr. Mach einer lache und meint, dat wär Strunz. In jedem Stein von Köln lebe Stück von uns. Mach einer lache und meint, dat wär Strunz. In jedem Stein von Köln lebe Stück von uns. Wann einer meint, stumm wäre Stein, der kann nicht richtig hören. Ne Quadermann auf Schwarte kann, man muss et nur verspüren. Von Mord und Reih, von Kunst und Fließ, vom Glück und vom Bedauern, von Heere, Jungs und Bürgerstolz, ne Stein spricht dort nur Lore. Jede Stein in Köln ist ein Stück von dir. Jede Stein in Köln Zeug von Ruhm und Ehr. Mach einer lache und meint, dat wär Strunz. In jedem Stein von Köln lebe Stück von uns. Wo giltet uns et schlechte Stund, die mir für Köln streben, zerbaue uns ein Denkmal ob für die nach uns leben. In Hunderte von Jahren dann, wann Quös mit'm Vater Lusche, dann sinnet Stein die neue Satz, die dann uns Jesus dusche. Jede Stein in Köln ist ein Stück von dir. Jede Stein in Köln Zeug von Ruhm und Ehr. Mach einer lache und meint, dat wär Strunz. In jedem
jedem Stein von Köln ein Lebensstück von uns. Mach ihn noch lachen und mit dat wär Strunz. In jedem Stein von Köln ein Lebensstück von uns. Ja, von uns. Für alle Quizfreunde zu Hause eine Zusatzinformation. Ludwig Sebus ist das zweitälteste lebende Mitglied der Rote Funke und sein Spitzname, halten Sie sich fest, ist General Krätzje. Ja, Lev Jecke, liebe Zuschauer, liebe Rote Funken, das war unsere erste Sendung aus dem virtuellen Rote Funken Studio. Ein weiterer kleiner Baustein in der langen Geschichte dieser großen Kölner Karnevalsgesellschaft. Mir hat es großen Spaß gemacht und von Spaß verstehe ich eine Menge. Ich empfehle euch mal an der Üleports vorbeizugehen, um euch selbst ein Bild von den Bauarbeiten zu machen. Keine Hektik, also ne, das ist jetzt nicht die Kölner Oper. Unglaublich, die Bauarbeiten sollen schon nächsten Sommer abgeschlossen sein, was auch immer das in Köln heißen mag. Auf jeden Fall soll die Üleports noch ein paar hundert Jahre stehen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Madet Jod.